Unheilvolle Musik erwartet uns wieder einmal hier im ersten Tempel bei The Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Link hat, ja, weiß auch nicht, hat er irgendwie ein Nickerchen gemacht oder so? Kann sein. Ich ebenfalls habe meine Batterien aufgeladen, also nicht meins, natürlich sind die vom Nunchuck. Und war noch ganz kurz draußen, man sieht es, wie dass neue Gegner gespawnt sind. Und habe meine Schleuder da aufgefüllt. Das war alles. So, wenn wir sagen, wir machen weiter. Im Text, wir haben letzte Folge ja zumindest schon mal ein bisschen was getan. Ne? Kann man, glaube ich, mal so vermerken. Sprich, einen Anfangsraum gemacht mit den beiden Stellen, um das Wasser einzulassen. Haben die Truhen gelootet, nicht die Looten getrut. Das wäre ein bisschen seltsam. Und dabei einen Schlüssel bekommen, den wir natürlich jetzt hier einsetzen werden. Ich habe mir sogar kurz überlegt, ob ich währenddessen nicht quasi warten soll, während die Nunchucks aufladen. Oder mit dem Pro-Controller spielen soll. Aber ganz ehrlich, ich sag's mal so, das Interesse mit der Knopfsteuerung, vor allem weil die Gefahr besteht, dass wir bald auf einen Endboss treffen. Nee, lieber nicht. Dann macht auch ein bisschen mit der Bewegungssteuerung. So. Warte, wollte eigentlich gucken, bis ihr kommt. Sag mal. Okay. Ja, servus! Wie geht's, wie steht's? Da geht mein Schwert nicht kaputt, ey. Oder der Schild kann ja kaputt gehen, oder das Schwert zum Glück nicht. Das wäre sonst ein bisschen doof. Ja, servus, was machst du denn da oben? Ne, der geht nicht durch. Abgesehen davon ist eine Truhe mit, Truhe sage ich schon. Eine Tür mit dem Schlüssel. Das heißt, ich muss erstmal den Schlüssel holen. Okay, wir haben dann nochmal so einen Goblin. Ein Herzteil hier, schön. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob das irgendwie ein Spiel war, wo es eine bestimmte Anzahl an Herzteilen gab. Aber nee, da war ja bei Twilight Princess, wo es ja pro Tempel jeweils noch 2 Herzteile gab. Das war aber sowieso ein bisschen spezieller, weil es ja auch das einzige Zelda ist, wo man für einen kompletten Herzcontainer ja 5 Herzteile brauchte. So, sind Spinnen, die kommen. Wir kommen auch runter. Muss ich gar nicht mehr. Ja, ist gut. Ah, nein! Uah. So. Ich dachte mir, die bleiben einfach da oben und warten, bis ich sie runterhole, weil das geht ja, theoretisch. So. Warte mal, bin ich jetzt einmal rundherum gelaufen, oder was? Jo, okay. Nochmal kurz die Karte checken. Da war ja das mit dem Schlüssel. Ja, ihr könnt da drauf schießen, wir erstmal ganz kurz mich hier umgucken. Da ist die Tür noch zu, keine Ahnung, was man da machen muss. Das muss man erstmal runterholen. Ja, aber glaube ich, so langsam aber sicher Zeit für das Dungeon-Item. Okay. Da geht sowieso so normal weiter. Okay, dann gehen wir doch erstmal rein. Und zwar, wenn ich sage, wir gehen rein, dann meine ich das auch. So. Open the door, please. Thank you very much. Oh nee. Oh. Ein Stahlfossritter. Ja, servus, lange nicht mehr gesehen. Aber ich hab's ihm noch drauf. Puh, zum Glück funktioniert. Also, ich kann mich natürlich täuschen, Freund. Herbert hat das Gefühl, die Technik alleine, um den Schild zu ziehen, also quasi so, das klappt besser als damals auf der Wii, also damals als im Original. Bewegungssteuer natürlich, ob ich jetzt so einen mache oder so einen, ist ein bisschen schwierig, weil je nachdem du halt dein Schwert hin und her verschiebst, natürlich auch die gegnerische Position, ne? Also da muss schon eher sehr schnell sein. Quasi um die Gegner, ich sag jetzt mal, nicht austricksen willst, aber halt ausmanövrieren willst, sag's mal so.
Aber wie gehabt, das mit dem Schild und so, also blocken und dann kontern ist, glaube ich, immer noch die beste Strategie. So, demzufolge, es wird Zeit für das Dungeon-Item, und zwar den Käfer. Yo! Dieses käferartige Artefakt fliegt auf magische Weise durch die Luft. Ohne Magie. Bewege das Fahnenkreuz an die gewünschte Stelle und drücke ZR, um den Käfer dort hinfliegen zu lassen. Ja, der Käfer, der wird sehr nützlich sein. Ich glaube, das erste und einzige Mal überhaupt, dass in einem Zelda-Spiel vorkam. Ich habe soeben das erfundene Item. Ich habe das soeben gefundene Item analysiert. Seine sektenähnliche Gestalt deutet auf Flugfähigkeit hin. Ja, das stand gerade dort. Wenn du es fliegen lässt, sollst du es aus der Entfernung steuern, sowie kleine Objekte treffen oder mit seinen Zangen zerschneiden können. Drücke ZR, um das Fluggerät zum Abflug bereit zu machen, und rechts, um mehr über seine Bedienung zu erfahren. Vielen Dank, Gebieter. Oder mir auch. Das Problem ist, wir müssen bereits hier einsetzen, weil die Tür ist wieder zu. Ja, ich weiß, du würdest gerne irgendwie was sagen, aber das kriege ich jetzt auch so hin. Aber nicht so. Flieg, kleiner Beetle, flieg! So. Man kann sogar Feinde platt machen. Und vor allem natürlich jetzt hier wichtig ist deswegen. Wie der Käfer wieder zurückkommt zu uns, ich habe keinen Plan. Ja gut, er fliegt wieder zurück, aber eigentlich, wenn er sagt, scheiße, bin oder getroffen, also trotzdem wieder zurückkommt, ist auch irgendwie krass. Wobei sonst wäre es ein bisschen problematisch, wenn er einfach dort liegen bleiben würde. Ich habe nicht irgendwie unendlich viel Käfer. So, aber rein theoretisch kann ich natürlich auch die Dinger hier zerschneiden, die Fäden. Was? Come on. Okay, muss ich noch ein bisschen üben. So. Muss es um den Fangstoß machen, weil sonst drehen sich die Käfer da um und das wäre ein bisschen doof. Ey, die Käfer sage ich schon natürlich, die Spinnen, ne? Und dann muss ich normal mit ihnen catchen. Ohne Feder sage ich nicht nein. Moment, wo zum Henker? Nein, Moment, wo ging er schon wieder? Tasche, war. Das war knapp. So, das Schild hält ja eigentlich noch. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie mal einen Wundertrank nehmen soll. So, jetzt sieht man hier oben ja auch zum Teil diese Einbuchtungen, könnte man es glaube ich sogar schon nennen. Oder schmale Pfade oder whatever. Und zum Teil gibt es hier noch irgendwas Interessantes. Und ja, zum Glück geht der Käfer nicht kaputt. Das wäre ein bisschen doof. Ja, muss man wieder üben, Freunde. Kein Problem, geht schon, geht schon. Ich krieg's da hin. So, geht er mir ein bisschen um den Neigungswinkel, den ich habe. Ja. Der kann man nicht immer so, wie ich gerne hätte. So, warum ich das mache, dürfte klar sein, weil wenn ich hier... Super. Wenn ich hier navigieren muss über die Seile, ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Wenn ich auch noch auf die Gegner Rücksicht nehmen muss, weil ich kann währenddessen keine Items einsetzen. Ganz schön störrisch, der Gute. So, warte mal, ich muss ganz kurz nochmal neu justieren. Hier finde ich jetzt das mit dem Gyrosensor, ja, mit dem Gyrosensor eher ein bisschen doof, wenn ich ganz ehrlich sein darf, aber egal. Hä? War das sicher hoch genug? So, jetzt reicht's aber. Flieg, kleiner Käfer, flieg! Dankeschön. So, hätten wir das. Warte mal.
Da bin ich rein, kam da aber nicht heraus. Deiner Rubin kann ich einen schenken. Vorhin war es eine Sackgasse. Die Frage ist, da habe ich irgendwas Blaues gesehen, wobei es nur ein blauer Rubin. Der nur 5 Rubine wert ist, also kann man sich auch fragen. Der Käfer sonst finde ich cool, ist ein geiles Item. Sag mal, wie doof steht mir gerade an? Und ja, auch den Käfer kann man ja upgraden. Ich weiß bloß nicht mehr ganz genau wofür. Ob es irgendwie war, dass man das stärker wird, damit er schneller und weiter fliegen kann. Ich weiß gerade so echt nicht mehr. Warte mal. Kommt da hinten wieder raus? Kann das sein? Ich glaube sogar, da war es sogar so, dass der irgendwie noch einen Boost drauf hat. Ja, ich glaube schon. War es mit dem sogar noch also schneller fliegen kann tatsächlich. Oh, der arme Käfer. Ja, so ein Käferleben ist nicht einfach. So. Also irgendwo muss ich noch ein paar Kristalle finden zum Aktivieren. Zum einen für das Herzteil, zum einen noch für die eine Tür. Oh. Nehmen wir gerne mit. Ah, nur dafür? Okay. Der Akku geht aus. Oh, come on. Flieg, Käfer, flieg. Ich glaube, das war auch irgendwie mit dem Upgraden, dass man dafür sorgen konnte, dass er länger fliegen kann. Oh, in Rot nehme ich natürlich gerne. Was ist denn jetzt? Aha, Gebiete, deine Geldbörse ist voll. Ich kann sie leider nicht upgraden. Tut mir leid. Naja, dachte ich mir schon. So. Was haben wir sonst noch Schönes? Hier gäbe es noch etwas. Sag mal. Link, beruhig dich. Ah! Sag mal. Moment. Mal ganz kurz, Leute. Irgendwie. Wow, was war das gerade für ein Move? Ja, ein Zwacken bringt mir aber nicht viel. Börse ist eh voll. Sag mal. So. Ah, den wollte ich. Dankeschön. Den Schleim fallen gelassen. Warte mal. Ich kann ihn ganz kurz noch holen. Weil Schleim haben bis jetzt noch nicht so viel gesehen. So, müssen wir aber eingesammelt haben. Boah. Du versuchst da drüben, komm. How to fly with a beagle. Nix. Na, 0. Schade. Da klappen können. So. Dann gucken wir doch mal, was sich in der Tür Nummer 1 befindet. Gut, eigentlich müsste es irgendwo hier einen kleinen Schlüssel geben. Zumindest kann ich hier noch Wasser verstellen, ist auch schön. Jo. Wo ist der Gegner? Ah, da oben. Meine Güte. Auch daran erinnere ich mich irgendwie. Was hat mit dem Rückweg zu tun, wa? Warte mal. Warte mal, was gerade anders war. Genau.
Wegschleudern und... Genau so. Weil irgendwie mit Schildbocken klappen Viecher nicht, macht irgendwie auch Sinn. So, jetzt muss ich irgendwie gucken. Ich muss irgendwie alle 3 da reinkriegen, oder? Ja, ich weiß, ich habe jetzt nur gerade 2 gesehen, aber... Da oben rein kann man seinen Lupscher auf, oder was? Ah ne, warte mal, da war gar nicht hier, das war ja da oben, genau. Das war ja so, dass da oben gar nicht ging, sondern... Weil ich zu tief bin und das obere Auge mich gar nicht sieht, deswegen muss ich hier hoch. Fahren wir nicht da oben, Freunde, ich habe keinen Plan. Ja, toll. Scheiß Winkel. Ah, noch ein bisschen ruhiger. Okay, wofür ist das jetzt gut? Wow, 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 wow. Hä? Eben. Hä? Eine Abkürzung? Nee, oder? Ach so. Okay, ja, doof. Sag mal! Oh, ja, gleich so. So. Nee, den muss ich natürlich jetzt nutzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie nah ran ich mit einem muss. Oh, wir sehen sie gleich. So, das müsste eigentlich ungefähr in der Mitte sein. Ja, aber mal ganz nah, wa? Ja, offenbar zu nah. So, geht doch. Ja, jetzt geht's besser, okay. Das Problem ist halt, das Mikro ist ein bisschen im Weg und dann merke ich, je nachdem wie ich sitze und wie der Gyrosensor eingestellt ist, dass es ein bisschen problematisch ist. Was kriege ich jetzt nochmal einen kleinen Key? Jo. Alles andere hätte mich auch ein bisschen gewundert. Okay. Ja, ansonsten. Ist hier ja eigentlich fürs Erste alles getan. Eben, da kam ich gar nicht hin, aber trotzdem muss ich hier irgendwie... Nee, weil hier kommt ja dann das Wasser runter, stimmt soweit, ja. Besser gesagt, fließt das Wasser runter. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz einen Käfer auf eine Reise schicken. Die Frage, kann er Bäume fällen? Nö. Netze kaputt machen kann er. Wobei ich mich gerade frage, kann der Käfer vielleicht die Spinne rückwärts vernichten? Ich müsste ja unglaublich ausholen können hier. Ja, das auf der anderen Seite vielleicht. Aber nee, ich glaube, das wäre ein bisschen Overpower. Ein bisschen zu viel des Guten, meine ich. So. Wow! Schade. Ja, wohl sie irgendwie versuchen, die Spinne so zu erwischen. Ich dachte, vielleicht kämen sie ins Wasser. Aha. Also ich weiß nichts. So.
Was bringt das hier die? Okay, noch ein bisschen Kohle. Unwichtig. Das hingegen ist wesentlich wichtiger. Hallo, kann er noch weg? Dankeschön. So. Weil jetzt komme ich wieder raus. So, jetzt ist die Frage mit dem Wasserstand, das irgendwie Auswirkungen hier auf den Rest des Raums? Nö, warum auch? Egal. Genau, da komme ich ja später weiter. Also geht's direkt auf der anderen Seite weiter. Geht's für uns. Ich hoffe, ich habe hier oben alles irgendwie erwischt und so. War da oben noch was? Warte mal. Stimmt, irgendwas fehlt bestimmt noch, weil uns fehlt noch das Herzteil hier. Genau, nicht vergessen. Ich muss dafür irgendwie hier noch irgendwas aufmachen, aber okay. Anders ja später. Jetzt gehen wir erstmal durch die verschlossene Türe. Wow, nee, Link, mach nicht so eine Scheiße. Gyrosensor hin oder her. So, schon besser. Och nö. Was bist denn du für einer? Ah, ich sehe schon. So, alle drei müssen down, erst dann klappt's. Sehr schön. Oben ist ein Herz, baue nicht, habe ich schon. Sonst irgendwie noch etwas hier? Nö, sieht soweit alles cool aus. Was? Du lebst noch? Also ich weiß ja nicht, wie ich dich loswerde, Kumpel. Bye bye. Wie komme ich jetzt darüber? Herabhängen. Nee, lieber nicht. Okay, aber vielleicht... Schon besser. Gucken wir mal wieder zurück, wenn es nicht unbedingt sein muss. Dann kann ich mich da noch um das eine Herzteil kümmern, wa? Also sie irgendwie noch nicht genau herausgefunden haben, wo ich das irgendwie aktivieren kann. Beziehungsweise den Mechanismus dafür. Also sprich, ich habe es einfach vergessen, wa? In den letzten 10 Jahren. Kann ja mal passieren. Jopp. Also die falle ich hier gar nicht mehr gerade. 1, 2 goldene Deko. Okay. Moment. Genau, hier ist der Weg ja offen. War ich eigentlich hier mit dem Beetle schon? Ja, sieht danach aus. Ist irgendwo da oben etwas? Ich muss ehrlich zugeben, Freunde, ich weiß echt nicht mehr. Ob hier oben irgendwo ein Schalter war? Tatsächlich. Weil da sind wir noch, ich komme ja verdammt hoch mit dem Beetle.
Wonderful. So, 2 Bauernorden, wenn ich noch einen weiteren Herzcontainer kriege. Mal gucken, wie ich da jetzt am einfachsten hinkomme. Hä? Hätte die Tür aufmachen können. Also von der anderen Seite erst. Warte mal, geht das überhaupt so oder muss ich mit der Schleuder? Ja, so geht's garantiert nicht. Was für eine Scheiße. Doch, das geht. Also Netze durchschneidet er, aber so Lianen, nö, die sind zu hart. Gut, von mir aus soll mir recht sein. Okay, gehen wir noch so wieder an die Truhe heran. Die brauche ich auch, weil ich brauche irgendwie eine Art von Master Key. So, dann mal gucken, ob der auch kommt. Ernsthaft jetzt? Sorry. Ernsthaft? So ziemlich praktischer Beetle. Dass das zum Kämpfen gegangen ist, wusste er gar nicht. Du wusste gar nicht mehr, muss ich ja so sagen. Warte mal, war da gerade eine Truhe? Nö. Eine Herzblume. Wer kennt sie nicht, wa? Außer im Master Mode, da kennt man sie nicht. Ich sagen, muss ich doch trennen. So. Ah, und so kann man dann zum Lianen? Nee, oder? Doch, doch. Krass. Also Linke muss sagen, Mut hast du, Alter. Respekt, da würde ich mir jetzt nicht getrauen. Vor allem nicht von so einer scheiß Truhe. So, Schweingern hätte auch anders laufen können. So. Und schon kommen in Besitz eines Monster Keys. Oder wie sie heißt, der goldene Schlüssel. Ja. Okay, also eigentlich sind wir Freunde. Link, nicht so ungut Kumpel, aber so vom Profil her gesehen, du kämpfst da durch. Sogar mit Schild und Schwert. Naja. Was soll's? Jupp. So. Jetzt die Frage, ob da links noch irgendetwas ist. Da gucken wir ganz kurz nach. Danach speichern wir, Freunde. Und dann machen wir diese ominöse Tür, wofür wir den goldenen Schlüssel brauchen. Dann doch erst in der nächsten Folge. Wir sind eh schon bald bei 30 Minuten. Lieg mal keine Scheiße hier. Sonst hau ich dich. Ja, du mich auch. Okay. Ja, 20 Rubinen drin oder so. War ja klar. So, Karte. Was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel, wa?
Truhen, die wir gesehen haben. Haben wir geöffnet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine kleine Vogelstatue. Vielleicht sogar, ob ich irgendwie den Wundertrank so einsetzen soll. Oder heißt das so? Ja, Wundertrank. Den irgendwie beim Schild noch einsetzen soll. Das ist doch schon relativ im Arsch. Dann haben wir keine Ahnung, was nun auf uns zukommen wird. Egal. Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Dann wird's, glaube ich, ziemlich übel. Bis dahin. Bye, bye.